guten Leute von der BLS haben den ganzen Weg, ganz letzten Bergenweg, Höhenweg, Sonnenweg, wie man es will nennen, durchgestrimmert links und rechts vom Weg. Und für mich heisst das jetzt ganz viel organisches Material für den Kompost zusammen sammeln. Und natürlich auch meine Tafeln freischaufeln wieder. So schön! So, jetzt bin ich das Grüngut am reinmischen in meinen Kompost. Es ist natürlich schön heiß, also überall, wenn ich es aufmache, da hinten ist jetzt alles einfach, ich habe es erst mal drüber. Und jetzt tue ich es fortlaufend kehren und drunter mischen. Es ist heiß und es tut dampfen. Und ja, ich nehme das mal auf. Vielleicht seht ihr den Dampf, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber ich tue es mal der ganzen Reihe einmal kehren und einarbeiten, grün mit braun und Scheiße alles zusammen mischen. Ja, weil es jetzt Abend soll es noch regnen kommen. Dann kommt dann ein Blaues rein. Haha, Wasser! So schön! Geht das gut Humus irgendwann einmal. Get it back in the ground, cycle it round, that green and brown, break it ja. So, wenn das sich ein bisschen durcheinander gerät. Sie natürlich nicht gesehen, aber ich da zum Beispiel bei meinen Knien ganz fest gespürt, ist wie warm das es ist. Und zwischendurch, wenn man so von der Mitte rausgrabt, hat in der Mitte immer so graue Stellen. So wie verkohlt. Das ist von der Wärme, das verbrennt es natürlich und versetzt es. Und ich glaube, das ist auch, wenn es zu wenig Luft hat in der Mitte, dort wo es zu wenig Luft hat, oh, ist das schön warm. Da kannst du gerade Wärme dran. Es gibt auch Prinzipien, da kann man Heizungen und Wasserwärme mit Kompost. Mein Kompost ist natürlich fast schon zu trocken, obwohl der ist schon noch feucht. Wenn das ist der Anfang, der vom Stall gekommen ist und wo die Grossmühle ausgewistet haben, der ist langsam am Versetzen und ich tue es ja jeden Tag immer wieder ein bisschen setzen. Immer wieder. Und ich bin jetzt immer mehr und mehr organische Grüngut und drunter mischen. Von da kommt ja natürlich der Hühnerkacki. Und ja, der wird Tag für Tag gekehrt. Heute habe ich aber vorne gerade trotzdem noch mal neues Grüngut rein, weil ich sehe, weil es so trocken ist und sehr stroh- und gackilastig, ist es noch nicht so richtig gut versetzt. Im Winter war das besser, weil es mehr Feuchtigkeit hat. Aber jetzt, wo es wärmer ist und es trocken ist, gibt es so Wald. Aber das ist gleich, weil das ist ein guter Waldboden. Also ich sage dem Waldboden. Und das ist sehr pilzlastig, fungilastig. Aber eben das eine Gacki hat sich gar noch nicht versetzt. Das ist jetzt Geisser-Gacki. Da hat es noch ein Schafswolle drin. Ja. So, oder so sieht das aus. Und jeden Tag tun ich es kehren, nach wie vor. If it once was a lie, make your garden thrive. High five. Down it break in a scat. Wenn dich interessiert, was so da im Paradies in Dresden abgeht, du kannst uns gerne abonnieren. Aber vor allem, wenn du mein Kompostsystem gut findest, gerne liken. Ich weiss, ich bin offen für Feedback, wie es sich gehört in der Permakultur. Jederzeit kannst du mir Inputs geben. Eins ist klar, es ist relativ zu trocken. Aber eines Tages will ich noch Wasserleitung haben bis zum Stall, damit ich nicht jeden Tag Wasser tragen muss. Und dann will ich anfangen zu berieseln. Aber im Moment, schaut da, heute wird es wieder regnen. Und immer mit dem Regen
gibt es auch Blaues, also Wasser drin. Und das kommt schon gut. Kommt schon gut. Und eben, ich tue es als Waldboden vielfach brauchen. Immer wenn ich Bäume pflanze, wenn ich Beete setze oder irgendeine neue Hochbeete, fülle ich es mit dem. Und das ist, ich kann dann von Ort weiter kompostieren. Eben genau. Probieren. Also ich sage immer, probieren geht über studieren. Einfach mal machen. Hey, danke fürs Schauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und vor allem viel Spaß im Garten. Ich kann es kaum erwarten. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Play a cake, pile it up high, and just let it bake. Give it some air, but don't let it dry out. Every now and then, just fluff it about. Und das nächste kommen all die Brennnesseln irgendwann mal rein. Well,